Ich glücklich, dass am Dienstagabend genug schnell sind mit Buchen. Darum Gratulation an das Speedy Gonzales Generation da unten. Come on. Hey, das Thema heute heisst, so wirst du Jesus ähnlicher, oder so kannst du werden wie Jesus. Ist ein bisschen ein provokanter Titel, aber ich möchte das Bild mitnehmen, das auch eigentlich in Predigt einleitet. Und zwar vor vielen Jahren sind wir in Israel gewesen, am Roten Meer, am Toten Meer besser gesagt, und da kann man so Schlamm kaufen. Dann haben wir uns von oben bis unten mit Schlamm so eingemalt ein bisschen. Und wenn wir dann ein paar Minuten warten, trocknet das wunderschön ein in der Sonne. Und es gibt ganz ein komisches Gefühl, so wird alles so komisch. Und dann geht man ins Meer rein, in das Tote Meer. Und Salz spült alles weg. Und die Haut fühlt sich an wie ein Babyfüderli. Mega, mega schön. Und dann bist du dort rein und du liegst und denkst dir, warum gehe ich nicht unter? Und nach 10 Minuten entsteht das interessantes Phänomen. Wenn du eine Wunde hast, fängt es an zu brennen wie Chili hoch 30. Und es brennt wie Feuer, oder? Und wenn es ein bisschen aushaltest und drin bist, merkst du nach 2 Tagen, deine Wunde ist wunderbar geheilt und verändert für immer. Und ich finde das ein wunderschönes Beispiel, wenn du Jesus nachfolgst, deine Sünden werden vergehen, gehst rein und irgendwann gibt es so Wunden im Leben, die man hat, oder? Und es fängt an zu brennen und Gott fängt an Sachen heilen in unserem Leben. In der Bibel heißt es in Matthäus 5, Vers 13, das ist so der Grundgedanke von heute, wo es heißt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man das salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschütten und lässt es von den Leuten zertreten. Warum seid Jesus, wir sind Salz von dieser Erde? Hast du jemals über den Salzbund gehört im Alten Testament, wo auch Jesus aufgreift im Neuen Testament? Salz hat eine krasse Bedeutung gehabt in der Antike und das sind ein paar Fakten und Zahlen, was Salz alles bedeutet hat in der damaligen Generation. Ohne Salz ist das Leben nicht süß, sagt ein altes russisches Sprichwort. Danke aber auch dafür. Auf jeden Fall war Salz schon immer super duper wichtig. Römische Soldaten wurden damit besoldet. Dieser Lohn hieß Salarium. Und die Amis nennen deshalb heute noch die Lohntüte Salary. Schickt doch dem Zuckerberg am Monatsende mal eine Tüte Salz, um seine Laune zu versalzen. Denn Menschen im düsteren Mittelalter war Salz Leben und Leben war Salz. Sie brauchten es, um der Fadensuppe einen ehrlichen Geschmack einzuauchen, die Schwanzhaxen zu bökeln und sie damit haltbar zu machen. Und der Onkel Doc streute es zwecks Heilung auf die Wunden. Tja, wer gut durchgesalzen ist, bleibt lange frisch. Deshalb Brot und Salz, Gott erhalt's. Come on. Ich möchte an dieser Stelle unserem Team ein Dankeschön sagen. Wir wissen, so ein Clip braucht 3 Tage, um das zu produzieren. Ein einfacher Clip, und lass uns dem Production-Team an dieser Stelle einen Applaus geben, weil 3 Days. Ja. Also ich hatte die Idee gehabt, das braucht 3 Sekunden und nachher geht es 3 Tage. Hey, ich möchte über den Salzbund reden. Wenn Jesus sagt, ihr seid Salz von dieser Erde, ich muss ja sagen, ich bin schon lange mit Gott unterwegs, ich habe Theologie studiert und viele Sachen, aber ich habe noch nie über einen Salzbund gelesen und dann denkst du, ist jetzt das ihr Lehre, wo du predigst? Und dann habe ich angefangen, das Alte Testament aufzumachen. Du findest den Salzbund andauernd in dem Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Ich werde euch 3 Sachen mitnehmen. Salz ist reinigend, Salz tut beleben und Salz tut auch erhalten. Der erste Salzbund, den man findet, ist, Salz ist reinigend und in 3. Mose 2, Vers 13 steht geschrieben. Jetzt müsst ihr gut hören, was da steht. Jedes Speiseopfer und auch alle anderen Opfergabe müssen mit Salz gewürzt werden. Niemals darf das Salz fehlen und es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Also, die Bibel sagt, das Opfer und Salz gehört immer zusammen. Das ist ein Salzbund. Warum ist das so? Weil ich sage, das Kreuz von Jesus ist wunderschön, oder? Aber das Kreuz allein hat keine Kraft, wenn du das Kreuz nicht annimmst. Die Bibel sagt,
Menschen, die nicht an Gott glauben, für die ist das Kreuz eine Lachnummer. Die sagen, was, das Kreuz, willst du mich verarschen? Jesus, ein Märchen. Du merkst, für viele Leute ist der Tod von Jesus an Ostern überhaupt unrelevant. Aber wir, die gläubig sind, für uns ist es Kraft. Es verändert unser Leben. Ezekiel 43, Vers 24. Die Priester sollen die Tiere mit Salz bestreuen und sie dann mir, dem Herrn, als Brandopfer darbringen. Für alle Veganer und Veganer. Opfer ist immer etwas so Blut und Metzger, ich weiß nicht. Mein Vater hat ja Hühner gezüchtet und Küngel. Und dann gibt es mal 12 Küngeli und er hat gezüchtet. Ist nicht schön, noch genau, auf den Boden geworfen. Und ich habe als Kind schon geweint von Blut und Opfer. Aber das Wort Opfer heißt in Hebräisch Korban. Korban heißt, ich komme dir näher. Und du merkst, das Wort Korban, Opfer, plötzlich eine neue Bedeutung. Und was interessant ist, dass das Näherkommen findet man eigentlich auch beim verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, und das ist einer, dass du den Salzbund verstehst, hat es mit dem Gewand und mit dem Salz. Der verlorene Sohn geht ja weg und der Vater schaut jeden Tag, kommt mein Sohn heim. Er ist auf den Füßen. Und der Sohn merkt, ich möchte mich meinem Vater nähern. Und wenn der Sohn heimkommt, sagt der Vater zu ihm, Sohn, du brauchst ein neues Gewand. Und wir lesen das und denken, ja, neue Kleider ist immer gut. Statt online kaufen, bringt man den Vater Kleider, oder? Und der Sohn kommt das Gewand über und das hat bedeutet, ab jetzt gehörst du zu meiner Familie. Und der Vater hat gesagt, was mir gehört, Sohn, gehört wieder dir, obwohl du alles versemmelt hast. Und der Sohn hat gesagt, Vater, was mir gehört, gehört jetzt auch dir. Was hat der Sohn gehabt? Nichts mehr. Das ist unsere Position. Gott, was mir gehört, nichts gehört dir. Und der Vater sagt, oh, krass. Und du musst wissen, ich bin Salz von dieser Welt. Opfer, ohne dass Gott mir entgegenkommt und ich als ein Salz ihm entgegenkommt, hat keine Wirkung. Das heisst, es braucht immer ein beidseitiges Entgegenkommen. Und es ist hochinteressant, der Vater hat nicht zum Sohn gesagt, du Sohn, jetzt müssen wir zuerst mal duschen, rasieren, neue Haarschnitte machen. Sohn, bevor ich dir alles gebe, ich möchte mit dir ganz ehrlich anhocken, Feedbackrunde machen, das Coaching machen. Ich will wissen, warum, wieso, was sind deine Dings. Wir machen noch Seelsorge, noch Befreiungsdienst und noch Öle und was auch immer. Und erst dann gebe ich dir den Mantel. Liebe Frauen und Männer, das hat der Vater nicht gemacht. Gott gibt uns einen Mantel. Egal, was sind unsere inneren Baustellen in unserem Leben. Jetzt sagen die einen, aber Leo, jetzt predigst du, komm zu Jesus, der Name wird eingetragen im Buch vom ewigen Leben, dann kannst du das sündigen, was du willst. Das habe ich nicht gesagt. Ich möchte mit dem nur sagen, unser Name ist eingetragen, Korban im Buch vom ewigen Leben. Der Mantel macht uns zu Söhnen und Töchtern Gottes. Aber es gibt ein Detail beim Mantel. Man sagt ja, auch ein schöner Rücken kann entzücken. Unter unserem Heil, wo wir haben, gibt es so Themen. Ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, diese Themen kannst du verstecken, die kannst du verbergen, die sind in uns drin. Entweder ich packe die Themen an oder Themen werden mich irgendwann anpacken. Ich wiederhole es nochmal. Entweder ich packe die Themen an oder Themen werden mich irgendwann anpacken. Wie packt Gott die Themen an? Und zwar, als ich in dem Toten Meer drin war, ich hatte eine mega grosse Wunde. Irgendwann brennt das wie Feuer. Und wenn du das zulässt, entsteht eine Heilung. Hey, lass zu, in Markus 9, Vers 49 bis 50. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Also wie geht das? Ich habe noch nie gesehen, Salz mit Feuer. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr das würzen? Habt ihr Salz bei euren Frieden untereinander. Für die theologisch unterwegs sind, Feuer steht für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt mit Salz und Feuer in unsere Themen hinein.
Und ich habe ein Bild mitgebracht von den 9 Früchten vom Geist Gottes. Das passiert, wenn Feuer mit Salz in unsere Wunden hineinkommt. Es kommt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung in unser Leben hinein. Das heisst, der Heilige Geist will in unseren Wunden einen Tausch in unserem Leben vollbringen. Entweder packe ich die Thema an mit dem Heiligen Geist oder Thema werden mich anpacken. Darf ich euch das ganz praktisch erklären? Ich erzähle nicht unbedingt Geschichten, um mich in den Vordergrund zu stellen, ich bin schon auf der Bühne, sondern es geht mir darum, um euch zu erklären, auch wenn du mit Gott unterwegs bist, es gibt Themen, die der Heilige Geist offenbart, oder? Plötzlich sind sie da und es brennt, bist der Worship, plötzlich wird dir etwas bewusst, plötzlich lese ich die Bibel, wird etwas bewusst, bist eine Small Group, es wird etwas bewusst. Und zwar, in der Corona-Krise, das löst ja, sorry für das Wort Corona, das Jahr löst bei uns allen etwas aus, oder? Ob du willst oder nicht, wir sind alle im gleichen Boot. Nicht gleich fest ansteckend, aber alle im gleichen Boot, oder? Bei mir hat das den Knopf gelöst, und zwar folgendes: Ich bin ein Visionär. Ein Visionär kann jetzt predigen und ich denke schon, was mache ich am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag. Ich bin immer schon 3 Tage voraus meiner Agenda. Und in der Corona-Krise kann man nicht reisen und nichts. Das heisst, ich bin jeden Tag daheim. Ich muss mir nie Gedanken machen, wo verwache ich wieder. Immer in Wallisellen. Das ist der best place to be in der Corona-Krise. Wo immer. Und ich habe mir keine Gedanken machen. Das hat bei mir so viel ausgelöst, dass ich merke, Ungeduld ist in meinem Leben ein krasses Thema. Ich bin nicht geduldig. Ich habe nicht einen Ansatz von der Gabe bekommen. Und das hat bei mir mega viel ausgelöst und gewusst dann, jetzt ist es Zeit, in meinem jungen, zarten Alter das Thema anzupacken. Verstehst du mich? Und ich habe mich gesagt, Heiliger Geist, komm du mit Feuer und mit Salz in meine Wunden rein. Ich bin immer irgendwo leicht so getrieben oder bewegend. Heil das in mir. Und das löst immer etwas aus. Und ich habe mich entschieden, das am Heiligen Geist Gott anzuheben. Und dann reißt er die Themen weg von uns. Das heisst, plötzlich kommt die Sucht in meinem Leben, meine Ungeduld, all die Sachen gehen wieder weg. Und ich liebe das Bild, dass der Geist Gottes mit Feuer und Salz das wegbrennt. Und, haben wir alle? Super. Ich weiss, jetzt denken die meisten, also so einfach. Nein, ist es eben nicht. Sondern ich habe einen Mechanismus entwickelt in meinem Leben. Wenn ich etwas entdecke in meinem Leben, was auch immer das ist, dann sage ich, Heiliger Geist, du bist gekommen mit Feuer und Salz, um etwas zu heilen in mir. Das ist ja dein Part. Gibt es etwas, wo ich machen muss? Also muss ich auch aktiv werden? Ich sage immer, 99% kommt von Gott und 1% kommt von mir. Aber das 1% mache ich 100%. Das ist ungefähr der Deal. Und ich sage, Heiliger Geist, gibt es etwas, wo ich machen kann, dass die Ungeduld aus meinem Leben weggeht? Und dann bist du einfach da und du hörst, ich meine mega krasse Ohren. Und dann höre ich einfach. Und ich habe so ein Wort bekommen, jetzt musst du hören, wirf deine Papieragenda 2021 in den Kübel. Wow. Habe ich gemacht, was ich gepackt. Ich habe noch nie eine Agenda weggepackt. In den Kübel habe ich dem gesagt, ich mache mir keine Gedanken mehr, weil du, Gott, schenkst mir Geduld. Und das hat Gott in meinem Leben geschenkt. Ich bin angekommen, ich muss das Reisen umarmen, oder? Und ich möchte sagen, wenn du den Mechanismus entwickelst, sagst, Heiliger Geist, bei meiner Pornosucht, was ist mein Anteil? Sagt der Heilige Geist, ist mir der Computer weg. Ist mir ein Smartphone weg, dann lebst du wieder wie so ein Mensch, der ein Mensch ist. Ist mir aufgefallen, wir sind immer am Schauen. Nein, ich möchte sagen, entwickle eine einfache Frage. Heiliger Geist, was ist mein Teil? Und dann hörst du ein Wort und es ist manchmal so einfach und so simpel. Das ist ein Mechanismus, den ich entwickelt habe, weil der Heilige Geist ist Feuer, wo eine Offenbarung gibt, damit diese Früchte in meinem Leben können sichtbar werden. Also der erste Salzpunkt geht es darum, dass Salz reinigt in unserem Leben und zusammen. Der zweite Punkt ist, Salz ist auch, steht für einen Priester. Es belebt etwas in unserem Leben. Ja, also wenn wir Bund und Bund schliessen, verstehen in unserem Leben,
Das hilft mir zum Beispiel, einfach die Beziehung mit Gott zu verstehen, weil Bund und Bund schliessen ist in der Bibel ein zentrales Thema. Und darum ist es so cool, dass wir uns jetzt in den nächsten paar Sündigen noch mit Bund befassen können. Das eine, das hat der Leo gesagt, Salz ist reinigend. Das Zweite ist, Salz belebt. Und es ist auch ein Zeichen von der Freundlichkeit von Gott. Jetzt musst du dir mal vorstellen, früher haben sie Opfer gebracht und das hat mit sehr viel Fleisch zu tun. Ich habe immer das Gefühl, ja, Fleisch und sie bringen es und sie müssen Opfer bringen und das langt ja nie und das muss immer noch mehr sein. Aber dass damit auch Essen verbunden ist, und da drinnen, im Essen, die Fröhlichkeit von Gott und die Freundlichkeit von Gott zum Ausdruck kommt, das habe ich irgendwie gar nie so geschnallt. Und im 4. Mose 18, Vers 19 steht, alle diese Gaben, die die Leute von Israel mir bringen, gebe ich dir und deinen Nachkommen. Also das lässt Gott sagen durch den Mose für den Priester Aaron. Und weiter heißt, alle eure Familienangehörigen dürfen davon essen. Diese Vorrechte gelten für alle Zukunft. Sie sind in meinen Augen so unwiderruflich wie ein Salzbund, der durch gemeinsames Essen von Salz besiegelt worden ist. Also Salz, ich lese es nochmal, alle eure Familienangehörigen dürfen davon essen. Also das Fleisch, das sie gebracht haben, das hat nachher ein Festessen gegeben. Sie sind zusammengesessen und Salz ist ein Teil davon gewesen. Und im alten Orient hat man zum Beispiel Sprichwort gebraucht, wir essen Salz zusammen. Was so viel bedeutet, wir haben eine freundschaftliche Beziehung miteinander. Auf der anderen Seite hat man gesagt, wir essen ungesalzenes Brot. Was so viel heisst, in unserer Beziehung hat es Spannungen drin. Und jetzt stell dir mal vor, das Bild von Leonardo da Vinci zeigt das ebenfalls. Das ist ein freundlicher Gott, wo man nicht nur einfach Opfer bringt, sondern er möchte seine Freundlichkeit zum Ausdruck bringen, indem dass du und ich an seinem Tisch eingeladen sind. Mit Freundschaft und Freundlichkeit kommt unter anderem durch gemeinsames Essen zum Ausdruck. Und Salz, das belebt. Und der Leo hat eine fantastische Ilu mitgebracht mit 2 Wassergläsern, wie man da sieht. Und 2 rohe Eier. Genau. Und was jetzt Salz für einen Unterschied macht, und wir sind ja Salz, das sehen wir an dieser Ilu. Wir haben nicht immer so das Gefühl in unserem Leben, ich mache einen riesen Unterschied in meiner Firma oder der Firma, die du schaffst, oder daheim oder der Nachbarschaft. Und du denkst, ja, ich gehe in die Kirche, ich lese die Bibel, ich lese Worship. Aber ich spüre nicht so viel von dem Salz, von dem Unterschied, den ich mache. Und wenn man ein Ei in ganz normales Wasser rein tut, dann geht das runter bis zum Boden und es bleibt beim Boden rein. Aber wenn wir Salz von dieser Erde sind und Gott uns in unsere Umgebung, deine Familie, in deine Firma hineinbringt, also wir sind Salz in unserer Umgebung drin, dann ist ja das Wasser salzig, oder? Und was interessant ist, dann kannst du das Ei rein tun ins Wasser und check it out. Wow! Und es macht einen Unterschied. Es belebt etwas. Mit anderen Worten, du bist nicht neutral. Die Bibel sagt ja, Salz, das hat immer eine Wirkung. Und du musst einfach wissen, Gott hat uns eine Verantwortung gegeben, die Good News in unsere Verwandtschaft, in unsere Firmen hineinzubringen. Susanne, das ist ein mega cooles Bild. Ich weiss, es geht jetzt durch die Welt, 1 Million Klicks und so. Was heisst das konkret? Ich finde es immer, ich liebe das, wenn man das erklärt theologisch, und dann denke ich immer so, okay, gut, mega cool. Was heisst das praktisch? Also, wie kann ich jetzt meine Umgebung beleben mit dem Salzbund, wo Gott mir gegeben hat? Ja, zum Beispiel bete ich jeden Dienstagmorgen eine halbe Stunde mit einer Freundin für unseren Blog. Das sind so ungefähr 100 Wohnungen und noch mehr als 100 Leute, die da drin wohnen. Und man kann dann manchmal so ein bisschen denken, ja, was bewege ich schon, da passiert nichts. Aber das Bild hilft mir zum Realisieren, stimmt, in meinem Blog, in diesen Wohnungen, in den Herzen von diesen Leuten, da passiert etwas, weil ich bin Salz, zusammen mit dieser Freundin. Wir sind Salz und wir beleben etwas.
etwas in diesen Wohnungen drin. Was für ein krasser Gedanke. Oder stell dir vor, du wirst berührt von einem Bibeltext, von einem Bibelvers, weil du realisiert hast, du kannst an dem Tisch von dem Gott, von dem freundschaftlichen Gott sitzen und von dort essen. Du schickst einen von diesen Versen weiter und du hast keine Ahnung, wie fest das vielleicht die Schwarzen trifft, wie fest das genau der Vers war, wo die Kollegin hören musste. Du bist Salz in deiner Nachbarschaft, in deiner Firma, wo du schaffst, in deinem Arbeitsumfeld, in deinem Schulalltag, wo auch immer. Wir sind Salz. Und das macht einfach einen gewaltigen Unterschied. Im 1. Petrus, ich glaube, es ist der erste, ich muss schnell schauen, oder ob es der zweite ist. Es ist der 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt, wir sind königliche Priester. Und ein Priester hat die Aufgabe gehabt, um den Himmel auf die Erde bringen. Jesus hat das ganze Opfer vollbracht, aber wenn wir nicht Salz sind, wo zum Opfer dazugehören, dann ist die ganze Botschaft relativ kraftlos. Und mich begeistert es einfach zum Wissen von dem Salzbund, dass wir eine belebende Wirkung haben in unserem Umfeld. Und was gibt es Hoffnungsvolleres? Wenn ausgerechnet in dieser Zeit, wo wir drin sind, zum Wissen, ich bin Salz und ich belebe da, wo ich bin. Come on, merci. Merci, merci. Ich möchte schon die 2 Salzbilder nochmal zusammenfassen. Es gibt kein Opfer ohne Salz. Gott macht seinen Teil, kommt mir entgegen, Korban, aber ich komme Gott auch entgegen. Und Gott heilt meine Wunde und Gott sagt mir das Gewand an. Ich bin ein Sohn, eine Tochter von Jesus, bevor ich etwas gemacht habe, was auch immer ich werde machen. Dann schickt mich das Kreuz raus und sagt, geh in deine Nachbarschaft, geh zu deinen Kollegen und bring das Evangelium. Mach einen Unterschied, kreiert die Atmosphäre in eine neue Atmosphäre. Und der 3. Salzpunkt geht darum, Salz tut auch erhalten. 2. Chronik 13, Vers 5. Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israel, das Königtum von Israel, von David gegeben hat, ewiglich und ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Also achtmal auf die Aussage von der Bibel, was heißt, das Reich von David wird für immer bleiben aufgrund von einem Salzbund, wo man gemacht hat. Das bedeutet nichts anderes, dass der Heilige Geist, der brennt Themen in unserem Leben weg. Aber der Heilige Geist gibt uns auch 9 Geistesgaben, um das Evangelium in die Welt rauszubringen. Und ich habe die 9 Geistesgaben aufgeschrieben, in einem wunderbaren Bild. Das ist die Gabe von der Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Krankenheilung, Wunder, prophetische Rede, Unterscheidung von der Geister, Sprachrede und auch die Auslegung von der Sprache. Also, was bedeutet das? Wenn du jemanden siehst in deiner Familie oder auch im Zug oder auch in deiner Familie, oder besser gesagt Firma, ich will sagen, Familie, viele, die krank ist, dann geh doch an und frag, kann ich für dich beten? Ich finde, für das brauchst du kein Theologiestudium. Du brauchst nur Mut. Und ich kenne keine Nation mit mehr Mut als der Schweizer. Ja, wir sind mutig, wir sind Mut. Nein, geh an. Mehr als Nein kann nicht passieren. Die Bibel sagt, wenn du für die Kranken betest, wird etwas passieren. Du musst einfach den Mut zusammennehmen. Verstehst du mich? Die Gabe von der Prophetie ist nichts anderes. Du betest am Abend für deine Schwester, sie ist nicht gläubig. Es kommt dir ein Bibeltext in den Sinn. Und durch WhatsApp oder Telegram oder Instagram oder whatever kannst du einfach schreiben, hey, ich habe an dich gedacht. Aber positiv. Und dann schiebst du einfach den Gedanken wieder und sagst, und by the way, ich hoffe, das hat für dich einen Einfluss, du kannst mit dem etwas anfangen. Du musst es einfach nicht zu fromm machen. So hat der Herr gesprochen und überhaupt, schieb das einfach, was du überkommst, die Impuls. Und du wirst merken, ein Wort von der Prophetie löst dermassen viel aus. Du musst wissen, die Corona-Krise hat das ICF nicht stoppen können. Die Corona-Krise kann das Reich von Gott nicht stoppen. Das ist unmöglich. Vor der Krise sind wir 3'000 Menschen da in der Halle. Jetzt sind wir 20'000 Menschen, die uns online einschauen. Mit anderen Worten, wir sind Gewinner von dieser Krise. Mit Maske, ohne Maske, singen oder nicht singen, I don't care, es geht um Jesus. Ich möchte das ganz, ganz praktisch machen. Die Bibel sagt, streben nach der Geistesgabe. Am meisten der Gabe der Prophetie. Also ich bin auf Instagram, jetzt mache ich ein bisschen versteckte Werbung. Nein, ist es nicht. Sondern ich möchte erklären, wie mache ich das ganz konkret. Ich bin auf Instagram, ich habe 25'000 Followers, wo mir nachfolgen, 90% oder 80% von Indonesien und ein paar aus der Schweiz. Oder darum sind all meine Posts sind auf Englisch, weil ich bin
Leo Biggers English, you know. So. Vor ein paar Monaten wollte ich aufhören mit Instagram, weil ich bin alte Generation. Ich bin nicht so, okay, ich mache einen Post und überhaupt, weißt du, so. Ich habe nicht das Leo Bigger Worldwide Ministry, sondern ich habe einfach probiert, mit den Stories ein bisschen das Evangelium zu verkünden. Verstehst du, was ich meine? Und jeden Tag muss ich einen Post machen, Leo behind the scenes, Leo in front the scenes und alles Zeugs. Und die Leute haben manchmal das Gefühl so, wow, krass, stellt sich der immer ins Zentrum. Und ich möchte dich mitnehmen in meine Gefühle, wo ich drin bin. Und ich habe aufhören gefunden, mit Instagram oder ohne, das ICF geht genau gleich weiter. Und dann vor ein paar Wochen treffe ich einen Verwandten von mir. Und der ist noch nicht mit Gott unterwegs. Und er sagt mir ansatzlos, du, ich folge dir auf Instagram. Und ich, wow. Aber ich habe ein Problem. Ich verstehe kein Englisch. Dann denke ich, was bist du für ein Mensch? Lerne Englisch, ich habe Französisch gelernt. Oui, no. Und dann habe ich realisiert, er wird nie eine Bibel lesen. Er lässt vielleicht auch keinen Podcast von uns. Er war erst zweimal in dieser Celebration drin. Und ich merke, meine Posts sind die einzigen Bibeltexte, die er liest. Und ich habe mich entschieden, du siehst, unten beim Post steht Deutsch. Das sieht grafisch verschissen aus. Ich habe mir gesagt, Achtung, es gibt auch noch Deutsch. Viel. Und er liest jeden einzelnen Post, den ich schreibe. Wenn du gläubig bist, sagst du, Leo, das ist ja nichts Neues. Ja, du lesest ja die Bibel schon, für dich mache ich es ja nicht. Sondern das ist mein Tool, wie ich mit Instagram kann Menschen für Gott connecten, die mit Gott nichts zu tun haben. Das ist meine Art, das Evangelium zu sharen. Vielleicht bist du ein Politiker, vielleicht bist du eine Geschäftsfrau, ein Geschäftsmann, vielleicht hast du irgendeinen Einfluss. Nutze die Geistesgabe, um das Wort von Gott zu sharen. Ich möchte landen mit dem Salzbund und das ist mega krass, wenn du das Bild von Leonardo da Vinci anschaust, nicht von Leonardo DiCaprio, sondern da Vinci. Die haben das Abendmahl malerisch ausgelegt. Also alles, was du siehst, hat eine Bedeutung. Und ich habe vorher gesagt, wenn du dieses Thema nicht anpackst, packt das Thema dich an. Und auf dem Bild gibt es das Bild von Judas, wo Jesus verraten hat. Und der Judas hat in diesen 3,5 Jahren eine Chance gehabt, um sein Geldproblem zu lösen. Hat er nicht gemacht. Jesus ruft ihn, macht er nicht. Und wenn man das Bild zoomt, sieht man, wie der Leonardo es malt, der Judas hat einen Geldsack in der Hand. Er hat das Problem nicht gelöst. Und das 8-mal, bei seinem rechten Ellenbogen, hat er Salz ausgekippt. Wenn ich euch sage, es gibt einen Salzbund, sagst du, Leo, noch nie gehört. Der Leonardo gewusst, Salz ist eine Bedeutung im Alten Testament. Du machst einen Bund, den kann man nicht mehr lösen. Gott kommt mir Korban entgegen und ich komme Gott entgegen. Und ich möchte mit dem Bild enden. Du bist ein Sohn und eine Tochter von Jesus. Jawohl, der Himmel gehört dir. Heisst nicht, dass deine Themen hinter dem Rücken gelöst sind. Entweder packe ich mein Thema an oder denke an Judas, das Thema packt uns an. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Und ich möchte mit dem enden. Liebt nicht diese Welt und hängt nicht eure Herzen an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Was sind Eigenschaften von der Welt? Selbstsüchtige Wünsche. Ups. Die Gier nach allem. Oh, oh. Alles, was in dein Auge fällt. Oh mein Gott. Das Prahlen von Wohlstand und Macht. Ja, ich bin ein Schweizer. All das kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zu dieser Welt. Wenn du über den Salzbund hörst, hat es mich bewegt, dass Gott Korban mir entgegenkommt, mir den Himmel mit dem Mantel anvertraut, dass Gott den Heiligen Geist schickt, um meine Themen zu offenbaren, dass die Früchte in mich hineinkommen, Sachen zu ändern, dass ich eine Gesellschaft verändern kann und Gott mich bestimmt hat, rauszugehen. Und von dem Gott zu erzählen,
wo mir gnädig ist. Mit dieser Gnade, wo Gott gnädig ist, kannst du Gnade auch anderen Frauen und Männern weiterbringen. Ich möchte uns zusammen beten. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, live und online und alle Locations von der Luft, von dem Foyer, vom Mario Pizzeria. Und was ich jetzt machen möchte, ist Folgendes. Ich möchte das Gebet in 3 Teile unterteilen. Ich möchte zuerst einfach Gott im Gebet sagen, Korban, ich nähere mich dir und ich bin das Salz von dieser Welt. Lieber Gott im Himmel, ich danke dir, dass ich dir begegnen wie der verlorene Sohn. Ich habe mein Leben vermasselt, ich habe Sachen falsch gemacht, ich bin nicht perfekt. Aber ich komme dir entgegen, Vater Gott, weil ich weiß, du bist mein Schöpfer. Stell dir vor, dass Gott dir den Mantel anlegt. Und der Mantel bedeutet, bevor du etwas geleistet hast, ich gehöre zu der Familie Gottes. Ich bin ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und du hast noch nichts gemacht. Vielleicht wirst du nie etwas machen. Aber allein das Gewand kann dir niemand mehr wegnehmen. Da würde ich bitten, einfach Gott Danke zu sagen für den Fakt, dass Gott zuerst mir entgegengekommen ist, bevor ich ihn gesucht habe. Er hat mich gefunden. Er hat mich heimgebracht in sein Haus. Sag Gott Danke, wo immer du bist. Wenn wir dem Bild stehen und sind, möchte ich dir zurufen, und es ist theologisch mega wichtig, was ich dir sage. Dir sind deine Sünden und Fehler vergeben. Du gehörst zur Familie Gottes. Du wirst bleiben im Haus des Herrn für immer. Psalm 23. Und ich bin nicht im Haus, weil ich Sachen richtig machen werde. Ich bin nicht im Haus, weil ich es verdient habe. Gnade bedeutet, es ist unbegreiflich, es ist unerklärlich. Ich kann das nicht einordnen, was Gott für mich vollbracht hat. Wir sind immer in dieser Wow-Position drin. Aber es gibt so Lebensthemen bei uns. Ungeduld, Sucht, Gewohnheit, die immer noch unter unserem Mantel einfach wir vielleicht auch toleriert haben. Und ich finde es mega wichtig, dass du mit deinen eigenen Worten Gottes sagst, was sind deine Themen, die dich stressen? Was sind deine Eigenschaften, die du darunter leidest? Was sind die Sachen, die du unbedingt möchtest, dass das zu einem Ende kommt? Sag das mit deinen eigenen Worten. Vielleicht hast du es schon 100-mal gesagt. Dann lass das heute Gott nochmal sagen. Die Bibel sagt, der Heilige Geist kommt mit Feuer und Salz. Er brennt mit Feuer das weg, weil die Früchte vom Geist Gottes sind ausgossen in unsere Herzen. Es ist ein Tausch stattgefunden an dem Kreuz. Und Jesus, ich danke dir, dass du den Tausch vollbracht hast für mich. Dass keine Sucht und keine Gewohnheit und kein Mödel stärker ist als deine Gnade. Und jetzt möchte ich dich einfach fragen, wo immer du bist, frag den Heiligen Geist, was kann ich dazu beitragen? Gibt es etwas, was ich kann tun oder soll unterlassen, damit das Wunder von der Heilung und Reinigung kann stattfinden kann? Also die Bibel sagt, wir sind Schafe, wir hören die Stimme Gottes, wir haben mega gute, sensible Ohren. Und ich möchte dich einladen, lass einfach für einen Moment, was der Geist Gottes dir möchte sagen, was dein Anteil ist. Es kann ein Wort sein, es kann ein Gedanke sein, es kann ein Gefühl sein.
beten, dass die 9 Geistesgaben von Heilung, von Erkenntnis, von Weissagung, verstehst du, all die Gaben mögen in deinem Leben kraftvoll werden, weil Gott hat uns gesetzt, um das Evangelium in die Welt zu bringen. Wir sind Salz. Das ist unser Auftrag. Gott hat uns ausgerüstet, uns vergeben, uns geheilt. Und wir gehen in die Welt hinein, wie das Kreuz ist für die Leute eine Lachnummer. Es sei denn, der Geist Gottes öffnet die Augen und das Kreuz kommt eine Bedeutung über. Und mögest du in deinem Leben so eine Kraft bekommen, wo immer du bist, das Evangelium durch dich darf erhaltend in die Nation rausgehen. Nichts wird das Evangelium stoppen. Ich möchte dich einladen, wenn du das willst, dass du deine Hände emporstreckst und sagst, Gott, send mich. Gott, gebrauch mich. In all meinen Stärken, in all meiner Schwachheit, in all meinem IQ, den ich habe, in all meinen Talenten. Gott, send mich. Gott, öffnet Türen. Gott, lass geschehen, dass durch meine Hände Menschen geheilt werden. In der Seele, im Geist und im Körper. Gott braucht mich, um Menschen Erkenntnis zu geben. Wenn du in einer Position bist, wo du Weisheit brauchst, weil du musst Menschen leiten, Menschen führen, vielleicht stehst du vor einer Kamera, was auch immer, und Menschen wollen von dir die Erkenntnis, dann sagt Geist Gottes, schenk du mir Weisheit, dass das, was ich sage, den Menschen dienen. Es darf sie freisetzen. Gib mir das Wort von der Erkenntnis. Wie siehst du, mein Nachbar, meine Mami, mein Papi? Prophetie ist die Sichtweise Gottes aussprechen, wo Gott über Menschen sieht. Und Zungengebet ist nichts anderes. Wenn du nicht mehr weiter weißt in einer Firma, weißt nicht mehr, was beten, im WC, fährst du an Gola Baraba und du lässt es aus und du weißt, ich habe doch keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Und dann lässt der Heilige Geist reden. Das ist die Power vom Zungengebet. Lass uns das singen, was für uns Jesus bedeutet. Come on, Church.